Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich am Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Brigitte Inderbizin aus Schänis im Kanton St. Gallen, Astrid Murpf aus Hasle im Entlebuch, aus Röthenbach im Emmental Marlies Bertschi, von Gravo im Waadtland Aurelia Joly, aus Niederrickenbach im Kanton Nidwalden Manuela Achermann, die Florina Candinas aus Andiast in der Bündner Surselva und aus Bürgle im Kanton Uri die Therese Marti. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Die Bündner Surselva. Dieser Hof wird heute für einen Besuch der Landfrauen rausgeputzt. Und auch Florina Candinas will sich heute von ihrer besten Seite zeigen. Jetzt kann ich noch mal die Augen zumachen und machen lassen und noch ein bisschen studieren. Habe ich alles? Brauche ich noch etwas? Und nachher geht es dann einfach los. Dann müssen wir dann kochen. Das Gottenmädchen gibt der Florina den letzten Schliff. Was meinst du? Ja. Ist es zu viel? Oder? Nein, ist gut. Nicht zu viel. Nein, ist gut. Das ist ein ganz feiner. Ja. Aber ich glaube, das hast du auch Ja, so wollen, ja, das ist gut. Das ist super. Tipptopp. Sehr gut hast du gemacht. Danke vielmals. Auf der Fahrt durchs Vorderrheintal knurrt den Frauen schon der Magen. Und vom Menü haben sie klare Vorstellungen. Bündnerländer Spezialitäten. Entweder in der Vorspeise, in der Hauptspeise. Irgendwann gibt es etwas wirklich Typisches von da oben. Also sie hat schon ganz klar gesagt, dass es Bündner Nusstorte nicht wird geben. Vielleicht erst zum Kaffee. Capuns, das wird es wahrscheinlich auch nicht geben, aber wäre ich glücklich damit. Vielleicht zur Vorspeise das wäre super. Capuns zur Vorspeise. Einfach so, ich könnte mir eben vorstellen, dass sie noch so Überraschungen irgendwo hat, weißt, und sie uns einfach so ein bisschen hinter sich ja, genau. Der Hof liegt ein bisschen abseits vom Dörfli Andiast. Florina und ihre Mama wissen schon lange, was sie den Landfrauen auftischen wollen. Also, ich habe einfach das Gefühl, wenn man ins Bündnerland kommt, dann muss man Kapund essen. Das zu Graubünden gehört einfach Kapund. Das ist jetzt einfach so. Darum haben wir für Kapuns entschieden. Und ich glaube, Frauen wären auch enttäuscht, wenn es keine Kapuns gibt. Und Candinas haben ihr ganz eigenes Familienrezept. Kapuns gibt es so viele im Bündnerland, wie es Frauen gibt fast. Da hat jede Frau sein eigenes Rezept. Die Landfrauen im Poschi fiebern mit der Florina mit. Ich habe das Gefühl, Florina ist sehr angespannt. Ja. So. Ja, es wird nicht einfach sein für sie. Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht nicht völlig ruhig in der Küche steht. Nein. Könnte ja sein. Ja, könnte schon sein, aber ich bin auch eher dafür, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr nervös wird sein. Ja. Und dass sie ziemlich aufgerufen ist. Nee, ich habe nicht besonders gut geschlafen heute Nacht. Ich war jetzt aufregend, oder? Halt, irgendwann bist du dann aufgestanden, aber kommt alles gut. Dann noch das Mehl drin. Neben Mehl und den Eier hat es im Kapunsteig von Candinas noch Münzen, Peterli, Lauch, Rüebli und Landjäger. Eingewickelt wird der Teig in Mangoldblätter. Wenn Florina nicht kochen müsste, würde sie jetzt Esshorn spielen, zusammen mit ihrer Blasmusik von Surain.
Jetzt hast du nicht mehr grau. Nein, zum Glück. Hi, Marlies. Hallo. 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 Hoi. Hallo. Liebe Frauen, ich freue mich so, dass Sie da sind. Endlich. Ich will euch schnell meine Familie vorstellen. Das ist meine Mama von Surain. Das ist Liane, meine Tochter. So groß wie ein Einwald. Das ist Tata von der Cecilia. Das ist der Kleine, der Livio. Das ist der Rico, mein Mann. Ich habe hier ein Apfelapparat gemacht. Birnenbrot, Rohschinken, alles aus der Surselva. Den habe ich euch extra für heute, weil es ein bisschen kälter ist, einen Weisswein, Glühwein gemacht. Ich hoffe, er ist gut. Kommt, greifen zu. Ja, danke. Ich hoffe, es ist noch warm. Danke vielmals. Danke. Ja, wir sind hier im Bündnerland. Ja. Ich denke, nehme die Steinböcke mal auf. Zum Wohl. Greifen zu. Viva. Ich habe sonst noch mehr drin. Der Alpkäse ist von den Kühen von meinen Eltern. Daheim. Florina, ihr Herz schlägt für grosse Fahrzeuge. Früher ist sie Lastwagen gefahren. Heute steuert sie den Regionalbus von Flims Lags Valera. Für mich ist das eine schöne Abwechslung für daheim. Und ja, ich mache das wirklich gerne. Es ist ein bisschen eine Sucht von mir. Statt zu rauchen, habe ich das Busfahren. Biendi! Morgen! Biendi heisst «Guten Morgen» auf Romanisch. Die Muttersprache von der Florina, wo er zur Selva ist aufgewachsen. Grüezi, morgen. Ja. Ah, wenn Sie auf Bargis? Auf Flims? Ja, das ist gut, tipptopp. Danke. Im Sommer fährt der Regionalbus bis auf Bargis rauf, ein Ausflugsziel in der Nähe von Flims. Eine kurze Frage. Ja. Für den Seetour um den Kaumersee, es gibt mehrere Haltestellen. Es gibt Waldaus Kaumersee. Welche wäre es dann am besten? Sie können gleich die nächste aussteigen. Ja. Und dann geht es da durch den Wald runter, alles durch den Wald bis zum Kaumersee. Das ist die schönste für mich. Okay, also von Von Staderas, ja. Okay, ich gut. halte an. Dankeschön. Ja. Danke. Also irgendwie, weil wir ja daheim auch ziemlich abgelegen wohnen, wir haben ja dort eigentlich keine Nachbarn, sind wir allein dort. Und dann ist das für mich eigentlich schon noch wichtig, dass sie es da mit den Leuten gut haben. Dann kannst du kommen, ein bisschen mit den Leuten, ein bisschen reden, ein bisschen... Ja, dann hast du ein bisschen Kontakt zu den Leuten, die halt daheim nicht so viel hast. Und das ist, glaube ich, schon noch gut, dass sie das da denen auch haben. Weil sonst wäre ich dann schon ziemlich allein auch daheim. Ja. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Auf der Strecke nach Bargis wird es ziemlich eng. Da musst du immer verdammt aufpassen, dass du ja keinen Spiegel abfahren tust. So, jetzt haben wir es geschafft. Auch Florina, ihr Mann, arbeitet als Buschauffeur. Ein grosser Vorteil für die zweifache Mutter.
ab und zu ist das eben noch ziemlich gäbig. Wenn jetzt Kinder krank sind oder so, dann kann ich dem Rico sagen, du, geh du für mich arbeiten, ich habe heute keine Zeit. Und das ist schon noch gäbig, ja. Endstation. Gegen Abend tut es zu. Ideales Wetter zum Gutzeln. Gibst du mir ein Messer, Toga? Groß oder klein? Ein grosser. Nicht so groß. Ein normales Messer. Aus dem Teig machen Florina und Livio Güezi fürs Landfrauenessen. Bald ist es soweit und Florina wird langsam nervös. Ich bin ein bisschen... Also, nein, Perfektionist bin ich nicht. Aber gewisse Sachen müssen einfach stimmen. Und von dem habe ich ein bisschen Angst, dass ich vielleicht mir selber im Weg stehe zuletzt. Ja, deshalb habe ich ein bisschen Angst. Aber ich hoffe, das kommt gut. So. Jetzt hast du alles gegeben. Du bist da. Auch die 11-jährige Liana will sich das Gutzeln nicht lang gehen. Hallo. Hallo. Ja, ich war hier. Ich tue auch gerne Gutzeln und ich tue verschiedene Sorten Gutzeln. Aber gegessen werden immer nur die Mailänderli. Das sind so unsere Hausgutzli. Gell? Jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts arbeiten. Gell? Die Mailänderli haben wirklich alle in der Familie gern. Sogar die Katzen, wenn sie sie zwischen ihre Pfötchen bekommen. Was? Wann? Sind die Katzen schon dran? Scheiße! Ich habe dir gesagt, schau, dass Katzen Gutzli nicht essen. Den kannst du wegfallen. Der auch. Ah! Nein. Oh, jetzt ist es, glaube ich, unten, das, was runter muss. Es sind nur 2, die angeknabbert sind. Die tun wir jetzt halt weg. Ja, wenn am Samstag etwas in die Hose geht, dann rufe ich schnell aus und dann ist es wieder gut. Einfach eine Minute wegschauen und dann ist es wieder gut. Eine halbe Stunde von Antjasta weg liegt das Dörfli Surain. Da ist Florina aufgewachsen. Die ganze Familie hilft bei den Vorbereitungen vom Landfrauenessen. Die Lucia, die Schwester von der Florina, übernimmt die Dekoration. Birkenholz soll das Thema sein. So dicke brauchen wir nicht. Schau, die 2 hier. Livio, was meinst du? Du willst einen grossen. Ja, die sind doch schön. Ja, die sind schön. Ja. Ein bisschen Blätter hätte ich auch noch drauf. Ja, die können wir auch noch ein bisschen brauchen. Ja. Dann gibt es ein schönes Herbstbild. Ja. Oh, Birken haben schöne Rinden, schöne Stämme und Blätter sind noch dran. Und sie bügen sich so gut, dass man dann das so im Zimmer schön rein tun können. Das Dekohändchen ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ihre aber schon.
Sie ist gelernte Gärtnerin und da habe ich den perfekten Ausgleich zu mir. Die macht das super. Und dort noch einer. Los, Kanal, Livio. Ja, da ist Livio. Wow. Gestrüpp. Tila, Zug. Die kannst du ein bisschen abhauen hier mit der Schere, Livio. Der Halbwald kommt also in die Stube rein. So, ist das gut, Florina? Ja. Ja, den musst du nicht mich fragen. Den musst du sie fragen. Die zwei brauchen wir gerade für die Menükarte. So. Ja. Gibt eine schöne Dekoration. Ja. Ne, Liana, ne? Magst du noch? Du musst noch den grösseren mit. Das Dekomaterial haben sie zusammen. Am Nachmittag begleitet Florina den Rico auf die Alp. Sie hilft ihm gerne draussen bei der Arbeit. Vor kurzem haben hier noch Rindli geweidet. Da kannst du auch etwas machen. Der Rico hat den Bauernhof von seinem Vater übernommen und betreibt Milchwirtschaft und Aufzucht. 33 Hektar Land rund um Andiast gehören ihm. Oh, der Trog ist auch noch da. Ja, den müssen wir ausleeren und abnehmen. Ja. Und dann können wir die Pfosten ja gerade dort rein tun, nicht? Ja. Ha? Ja. Da, gib. Mit uns auf die Seite. Ja, dann wir kippen. Ja. Auch die Florina ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Als Mädchen haben immer gesagt, den Bauch heirate ich nie. Aber alle, die das sagen, haben letztendlich einen Bauch an der Hand. Jetzt ist es halt so. Gib den Schläger. Sonst bleibt er noch da. Aber nicht. Nein. Die beiden sind ein untypisches Paar für da oben. Sie sind nicht verheiratet. Als wir zusammengekommen sind, war ich eigentlich gerade geschieden. Und er ist auch schon mal geschieden. Und irgendwie hat es keinem gezogen, um noch mal zu heiraten. Und jetzt sind wir ja, gute 12 Jahre zusammen, aber geheiratet haben wir immer noch nicht. Es ist der Tag vor dem Landfrauenessen. Hast du nicht eine andere Schere? Schere halt nicht.
Die Lucia und Florina machen die Deko im leergeräumten Schlafzimmer parat. Die Idee hier in diesem Zimmer ist in unseren beiden Köpfen entstanden. Irgendwie haben wir den Herbst von draussen ein bisschen hier reinnehmen. Und jetzt mit diesen Birken hoffen wir beide, dass das hinhaut. Aber ich glaube, wir haben einen guten Ansatz. Wir haben schöne Blumen, wir haben schöne Birken gefällt gestern. Schönen Stoff haben wir auch. Ich lasse sich nicht gut schneiden. Aber es kommt alles gut. Heute Abend sieht es super aus. Hier drin bin ich überzogen. Kannst du mir hier raufgehen, ne? Haben die Frauen noch Platz da drinnen? Ja, weiss nicht. Da glaube ich nicht. Wenn du so viel rein tust. Ja, jetzt machen wir das dann hier fest, nicht? Jetzt tun wir dann die Stämme her und die schrauben. Ja, und dann fest an denen. Und dann noch hier rein. Und dann dort meine Tafeln. Ja. Und dann im Ecken noch eine, zwei und dann fertig. Ja. Sonst haben wir hier einen ganzen Urwald. Dass wir noch etwas essen können. Das neue Esszimmer nimmt langsam Form an. Aber der Rico ist noch unsicher. Also du weißt, was du am Nachtessen zu tun hast? Ja, nicht gerade ganz. Das müssen wir heute Abend noch ein bisschen üben vielleicht. Du musst mit dem Teller noch mal umeinander laufen. Ja. Und den Wein richtig vorstellen, gell? Ja, dann müssen wir das heute Abend noch mal schauen, Ja. wie das geht. Machen wir einen Trockenlauf. Ja, Gut. machen wir. Die Florina ist nicht immer ganz zufrieden mit ihrem Rico. Nein, er ist eigentlich ganz lieb und er macht ja viel für uns. Ja, verloren kann ich mich nicht immer auf ihn. Ich muss immer zweimal sagen, hast du es aufgenommen, hast du verstanden, machst du mir's denn? Und das ist das, was mich ein bisschen an ihn aufregt, dass ich mich nicht so hundertprozentig auf ihn verloren kann. Sie macht natürlich alles, organisieren und das Zeugs lasse ich dann sie machen. Ich tue mich nicht gross studieren, das macht sie dann immer. Ja. Und dann, wenn ich einmal es nicht mache, dann ist sie dann ein bisschen enttäuscht von mir. Aber im Großen und Ganzen sind wir noch ein gutes Team? Ja, sind wir ein gutes Team. Wir arbeiten noch gut zusammen. Wenn etwas ist, dann arbeiten wir gut zusammen. Eine letzte kleine Hürde will Florina heute noch nehmen. Wenn Zucker schnell braun werden lässt, schnell flüssig wird, dann wird es bitter. Und das habe ich zweimal gemacht. Darum muss ich das jetzt heute schön beschäftigt machen. Das ist das, was am meisten Geduld braucht. Das ist so der Moment, wo ich am meisten Schiss habe. Ich habe eine Angewohnheit, immer so über die Pfanne stehen und schmecken. Und wenn es wieder heim schmeckt, dann kommt es meistens gut. So, noch einmal. Das ist jetzt ein heikler Moment, ja. Das ist der, wo ich Angst habe. Es kommt alles gut. 1, 2, 3.
noch. Ist süß, kommt gut. Hat geklappt. Bin ich froh. Jetzt ist mir ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Der schwierigste Teil vom Karamellköpfli, das es am Landfrauenessen zum Dessert gibt, wäre geschafft. Wenn morgen auch alles so gut gelingt, dann hat Florina gute Karten im Kochwettbewerb. Das von morgen ist noch ein bisschen weg. Das kommt dann, glaube ich, erst morgen. Heute ist mir mehr der Karamell auf den Magen gelegt. Aber der kommt jetzt, glaube ich, gut. Am nächsten Abend ist es soweit. Alles ist picobello vorbereitet. Jetzt könnt ihr Platz nehmen. Thema Wald, hä? Ja. Ein bisschen Holz geschleppt. Ja. So, liebe Frauen, ich hoffe, unser Herbstzimmer gefällt euch. Wunderschön. Ja, super. Danke. Als Vorspeise gibt es... Tada! Kapuns! Perfekt. Als Hauptgang gibt es ein gefülltes Schweinsbraten mit Steinpilz Marsala-Sauce, Spinat mit Zockel und Rotkraut. Ja, schau mal. Wer hat gesagt Rotkraut? Ja. Die Zockel haben wir auch gehabt. Als Dessert gibt es Karamellköpfli und Vanille-Heidelbeer-Parfait. Heidelbeere hat es auch so viel. So, dann wünsche ich euch einen guten und bis zum Kaffee. Tschüss. Der gefüllte Schweinsbraten muss jetzt scharf angebraten werden, bevor er in den Ofen kommt. Gestern Abend waren es Karamellköpfli, die wir Herzklopfen gemacht haben. Jetzt, heute ist es der Braten. Unterdessen kümmert sich die Mutter um einen Pizzockelteig. Die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Tochter funktioniert nicht immer ganz reibungslos. Das ist nicht das passt. Du uns doch ausleeren, ne? Nein, darf nicht zu viel. Ja, nicht alles. Nein, du darfst doch nicht zu viel drauf. Die Pigron hast du das schon, hä? Ein bisschen grössere, ne? Ja, weißt du, das ein bisschen. Da darfst du nicht zu viel Nein, tragen. aber ein bisschen. Ja, den Part hast du besser im Griff als ich. Und dann muss man die gerade im kalten Wasser abschrecken. Ja, natürlich. Ja. Moment, helfen. Nee. Sie soll es länger drinnen lassen, findet Joanna. Nein, Die Mutter von der Florina gibt in der Küche gerne den Ton an. Sie ist halt so eine, oder? Sie ist immer ein bisschen dominant. Und ich habe ihr das schon gesagt, jetzt ist der jemand genug. Du musst jemanden hören. Was wollte ich machen? Das ist, bei dir geht es mir halt durch. Ich bin gewöhnt, ich habe das so viele Jahre gemacht und sie hat es halt noch nicht so im Griff. Und dann... Noch nicht so im Griff? Ja. Ich mache es vielleicht einmal ein bisschen anders als du, oder? Ja, und das kannst du halt nicht immer akzeptieren. Ja. Ich möchte, dass du das gut machst, weißt du, dass es nicht gut aussieht auch und alles. Aber wir haben uns schon auch lieb wegen dem. So wie es zwischen Müttern und Töchtern halt manchmal ist. Rico! Jetzt tun, als ob es
Hä? Oh, alles gut. Probier du mal. Ja, ist gut. Ganz gut. Und dann musst du immer so ausleeren. Ach so. Ja, ein bisschen elegant. Ein bisschen mit Schwung. Ja. Kannst du die Flasche nicht ein bisschen so... So. Ist das so schwierig? So? Ja, ein bisschen schön. Ja, jetzt nicht auf den Tisch. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob der Rot schon da oben sitzt. Das kannst du nicht im Kühlschrank rein tun. Nein, Rotwein, du hast doch nicht in den Kühlschrank rein. Also, ja, ich weiss doch das nicht. Du kriegst noch... Tu jetzt noch mal 6. Das ist ein Boden, ein Skigas. Rico! Die Capuns wären parat. Die sind hier an der Wärme. Aber der Rico hat noch zu tun. Wir haben hier einen Rosé vom Meierfeld. Das ist auch für eine Landfrau, die vor 2 Jahren mitgemacht hat. Soll ich gleich einschenken? Sie mit dem roten Kleid. Genau. Ah, ja, genau. Ja, genau. Nicole Tanner heisst sie. Also freuen. Aurelia. So fruchtig. Ja, ja, wen? Auf Deutsch heisst das, komm sofort hin. Komm, musst noch Händchen anlegen. Du bist doch ein... Hey, mach jetzt. Komm. Da, rein. Hopp. Ist gut? Ja, ist gut. So, nee, geh. 2 Teller. Geht's? Ja. Tu uns nicht überall verschmieren. Oh, ich freue mich. Entschuldigung. Gute miteinander. Merci. Merci. Wir sind wirklich von Hand gemacht und selber gemacht. Das merkt man gerade. Brauchen wir keinen. Ist gerade gut. Bitte. Jetzt hat es alles drin. Speck. Easy Bögen. Und Käse. Dermal hat es Käse drin. Das ist gut. Ist gut so. Capuns sind fein gsi. Richtig kistige Soße und der Käse überbacken. Also ich hatte gar noch eine zweite Portion genommen. Die Füllung war vielleicht eher eine feste Füllung. Das ist die Frage, ob man die lockerer machen könnte. Die Menge hat gestimmt und eben auch Söseli hat man nachher noch austupfen mit dem Brot. Das haben wir natürlich gern. Das Herzstück vom Hauptgang ist der Schweinsbraten, gefüllt mit Dörrpflaumen. Also jetzt der Sud hier rein. Dort ist es. Dort. Aha. Jetzt muss der hier ein bisschen drüber. Die Spinnenpizzackel werden noch im Anken geschwenkt. Ist gut? Ja, sind zufrieden. Gut. Alles aufgegessen. Soll ich jetzt wirklich 2 Stück Fleisch drauf? Jetzt heisst es, den Hauptgang anrichten. Man muss zurück, abwaschen, anderen Teller. Bringt nichts. Bist du so weit? Ja, ich bin so weit. Können wir schicken? Ja. Das noch mal weg. Ich kann den Teller so nicht schicken. Der Teller wird noch mal abgewaschen, richtig. Schlirgen auf dem Tauer, das geht natürlich nicht.
eben, das gibt es auch. Rosmarin! Tada! Zwetschge. Zwetschge? Ja, ich denke. Zwetschge. Ja. Oder Steinbock. Und das Rotkraut. Das Rotkraut kommt separat. Wieso? Ich weiss nicht. Ich weiß im Fall auch, dass irgendetwas fehlt. Aber wieso? Ich weiss es nicht. Nein. Warum wir das gemacht haben mit der Schelle? Ich habe die Schelle cool gefunden. Ja, winken kurz. Gang. Spiegelei oben drin? Der ist einfach separat. Also irrsinnig. So. So, und jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit miteinander. Einen guten. Wir haben wirklich eigentlich Angst gehabt, dass Florina das Rotkraut vergessen hat. Also einfach, wir sind, oh, nein, Florina, komm, wir hoffen es nicht und so. Ja, also mich hat das nicht gestört, dass das einfach separat in Schale gekommen ist. Und ich denke, sie hat es ja auch wegen dem gemacht, dass sich das, weil beim Rotkraut hast du halt einfach ein bisschen Saft noch, dass sich das nicht irgendwo mit allem vermischt. Das Rotkraut war fein. Ich persönlich würde es jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr würzen, aber ich habe sehr gerne gut gewürzt. Während die Landfrauen hier oben schweigend den Hauptgang essen, bahnt sich in der Küche eine Krise an. Das Fleisch ist zu trocken. Viel zu trocken. Es ist ausgetrocknet. Ja, noch. Wir können es nicht ändern. Ist es so. Die Florina ist enttäuscht. Ja, natürlich. Nichts. Alles gut. Der Braten ist gerade so geraten, wie sie hätte ich gerne wollen. Aber das geht schon. Das ist gut. Schon können essen. Das ist gut. Morgen mit dieser Sauce ist das sicher gut geworden, oder? Beim Braten war schon, er war fast ein bisschen trocken. Also ich habe jetzt dort gerne noch eine Sauce ein bisschen, gerne nachgeschöpft. Das Fleisch war sehr fein. Und die Soße, also natürlich mit den Steinpilzen drin und eben das Marsala, der spezielle, ich weiß nicht, ob es Schnaps ist oder was das genau ist, eine sehr feine Soße. Ja. Also der Braten, das Fleisch war super zart. Und die Soße, die war sehr fein. Wirklich also mit diesen Pilzen drin. Und ja. Viva! Viva! Jetzt haben wir es geschafft, halber, ha? Nein? Sie haben es auch lustig hier oben. Jetzt ist die Anspannung wieder weg. Es ist gerade ein Moment zu viel geworden. Aber jetzt ist es wieder Aber gut. das gehört auch dazu. Das gehört wahrscheinlich dazu, oder? Das sind, glaube ich, alle, das sind nicht nur wir. Nein. Was haben Sie gesagt? Ja, das war ganz gut. Schon? Ja. Gut. Das Fleisch ist weg. Dann ist es, glaube ich, gut. Gleich gut. Wie gut das Fleisch bei den Frauen wirklich ist angekommen, steht auf den Bewertungsbögen. Und die bleiben wie immer unter Verschluss bis zur Finalsendung. Danke vielmals. Und mit dem Dessert kann die Florina auch noch mal punkten. Das Herzchen ist da. Schön. Jetzt müssen wir das noch kehren, damit es auch mehr. Oh, die sind so schön. Qual bialt, quel slow bialt. Die Karamellköpfe sind jetzt gerade wieder eine Aufstellung. So schön. Ist auch gut.
Der Rico ist bei den Landfrauen Gesprächsthema. Der Rico? Ja, der passt doch voll zu der Florina. Sehr toll, ja. Mann, nein. Was hast du gesagt? Ich finde ihn sehr toll. Was? Also, wieso machen wir jetzt wieder? Du findest doch alle Männer toll? Ich finde alle Männer toll. Eben, also. Schon? Ein ruhiger ist es. So. Ein ruhiger? Ich denke, es ist ja nur schon eine schöne Geste, dass er da überhaupt das Ganze mitmacht. Und ja, ich denke, er macht das auch für seine Frau. Und es ist auch ein bisschen ein Liebesbeweis, dass er jetzt da so serviert hat. Und für das hat er sehr gut gemacht. Und das Herz gegen den Bauch von der Frau schaut. Okay. Gell? Ja. Nein, der ist noch nicht fertig dort. Der ist fertig. Oh, haben wir Glück gehabt. Ja. Schön sieht es aus. Das hast du jetzt gut gemacht. Ja. Wo ist jetzt? Ja. Jetzt haben wir es geschafft. Ja. Danke. Vor Erleichterung. Ah, gut. Gut. Ja, gut. Nuss. Etwas Nussiges. Haselnuss. Mensch. Also geht nichts ohne Dessert. Und das Dessert war sensationell fein, das muss ich sagen. Und sie hat es auch mit Herz gemacht. Und darum auch die Herzform. Und das kommt von innen raus. Und das passt mir. Das ist gut. Sie haben es geschafft. Gut. Gut, das ist gemacht. Ist gut? Ja, super. Mir ist ja gut gelaufen, ja. Also ich habe vielleicht auch Fehler gemacht, aber ich bin nicht gerade der Servierkönig halt. Ab und zu haben sie komisch gelacht. So. Ja, mal ist gut gelaufen. Wir sind zufrieden. Ab jetzt kann auch die Florina ihren Abend nur noch geniessen. Bündner Nusstorte! Extra für euch! Danke! Schau, Zwetschgenlutz mit dem eigenen Zwetschgenschnaps. Jetzt kannst du wieder eine Nacht durchschlafen, gell? Die 7. und letzte Gastgeberin der Landfrauenküche ist Teres Marti aus Bürgle im Kanton Uri. Also die habe ich 2-3 Mal gehört lachen.